Alt-OB Hans-Jochen Vogel. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Einladungen bei solchen Veranstaltungen anwesend zu sein und das Wort zu ergreifen, kann ich in Anbetracht meines Alters, immerhin im 88. Lebensjahr, und in Anbetracht meiner gesundheitlichen Verhältnisse nur in Ausnahmefällen Folge leisten. Dies heute ist ein Ausnahmefall, denn es geht um die Verteidigung der Menschenwürde. Die Menschenwürde, das Hauptgrundrecht, das im ersten Satz unseres Grundgesetzes festgeschrieben ist. Und ein zweiter Grund ist der, ich gehöre zu der Generation, die miterlebt hat, was geschieht und was es bedeutet, wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten, die Menschenwürde geleugnet wird, die demokratischen Strukturen zerschlagen werden und wenn einem allmächtigen Führer in gotteslästerlicher Weise Allmacht und Allwissenheit zugetraut wird. Und ich habe mich Zeit meines Lebens bemüht, aus dem, was damals geschah, Folgerungen und Konsequenzen zu ziehen. Jetzt ist es dafür notwendig, das, was einmal geschah, vor dem Vergessen zu bewahren. Vergessen heißt nicht, das hat der große Lessing einmal geschrieben, das Gedächtnis belasten, sondern den Verstand erleuchten und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Denn es gibt wieder Antirassismus, es gibt wieder die Leugnung der Menschenrechte anderer Völker und es gibt auch wieder Antisemitismus. Dem müssen wir widerstehen. Und es gibt nicht nur das, es gibt Nazi-Parolen, es gibt Neonazi-Aufmärsche und es gibt verdächtige Anleihen am Gedankengut der Zeit vor 1945. Dem gilt es zu widerstehen. Natürlich ist hier der Staat aufgerufen. Und es wäre gut, wenn der Staat aus dem Versagen nicht aller, aber zu vieler Sicherheitsorgane im Fall der NSU-Morde jetzt konkrete Folgerungen ziehen würde und ernst machen würde. Und ich spreche mich für meine Person auch hier und bei dieser Gelegenheit für das Verbot der NPD aus. Mir braucht niemand erzählen, dass es natürlich dieses vergiftete Gedankengut auch dann noch gibt und die Auseinandersetzung damit auch dann noch geführt werden muss. Aber ich halte es für unerträglich, dass diese Neonazis eine Parteistruktur mit allen Rechten, die eine Partei nach unserer Verfassung hat, und Steuergelder im Wahlkampf und soweit sie in Parlamenten sind, für ihre Parlamentsarbeit zur Verfügung gestellt wird. Das muss ein Ende haben. Ich freue mich, dass der Bundesrat das einmütig und einstimmig in die Wege geleitet hat. Aber es genügt nicht, nach dem Staat zu rufen. Es genügt nicht zu sagen, die Stadt muss was tun. Und besonders ärgerlich ist mir, wenn dann Leute sagen, man müsste etwas tun. Da hole ich immer mein kleines Telefonbüchlein und bitte, dass mir die Telefonnummer von Mann aufgeschrieben wird, damit ich ihn anrufen kann. Nein, jeder Einzelne ist für die Demokratie mitverantwortlich und für die Menschenrechte. Weimar, die Republik, ist vor
jetzt 80 Jahren, und da ist der heutige Tag von besonderer Bedeutung, zugrunde gegangen, weil es nicht mehr genügend Demokratinnen und Demokraten gab, weil nicht mehr widersprochen und Widerstand geleistet wurde. Und das geht und das darf sich nicht wiederholen. Und das geht schon an, wenn am Stammtisch oder am Arbeitsplatz dumme Sprüche über Juden, über die Muslime, über Ausländische gedroschen werden. Nicht verlegen wegschauen, widersprechen und sich ihm entgegenstellen. Und wenn Menschen auf der Straße angegangen werden, dann ihnen beiseite stehen und es nicht durch Wegschauen erledigen. Ich bekunde meinen großen Respekt für die Vereinigung München ist bunt. Die tut genau das, was richtig ist und was notwendig ist. Und Ihnen danke ich, dass Sie gekommen sind. Übrigens, 23. März, es wurde schon gesagt, vor 80 Jahren, Ermächtigungsgesetz, die endgültige Diktatur Adolf Hitlers wurde möglich gemacht. Nur 94 Abgeordnete haben widersprochen, die Kommunisten waren schon draußen und verhaftet. 94 Sozialdemokraten, und Otto Wels hat dabei eine Rede gehalten, die in die Geschichte eingegangen ist und auf die alle Demokraten stolz sein können. Und wir Münchner sollten an einem Tage auch bedenken, gerade vor dem Rathaus, wir hatten einmal den Titel Hauptstadt der Bewegung. Hitler ist da hinten im Tal, in diesem Gaststättenlokal, hat er angefangen und seinen furchtbaren Weg begonnen. Wir sollten das auch in unserer Erinnerung bewahren und deswegen gerade in München handeln. Und das Vermächtnis derer, die Widerstand geleistet haben, das Vermächtnis derer, die ihr Leben geopfert haben, das sollten wir ernst nehmen. Es lautet: nicht noch einmal, nie wieder.